Die nächste Runde geht auf mich. Lisbeth, nochmal dasselbe. Kommt gleich. 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Mühlbach. Das ist eine großartige Leistung. Ich möchte darauf mein Glas erheben und meinen Kameraden zurufen. Prost, Kameraden. Ist schon recht, Hartler. Wisst ihr es noch, hä? Unser letzter Brand? Wie wir damals den Talhuber Hof gelöscht haben. Und die alte Talhuberin ist aus dem brennenden Haus herausgelaufen. Ihre Schürze vorne hat schon ein bisschen geraucht. Und sie läuft zu mir her und sagt, ich glaub, bei uns brennt's. Genau. Ich glaub, bei uns brennt's, hat's gesagt. Die alte Talhuberin. Weil ja der Schürzen fast schon ein bisschen brennt. Da magst du was mit bei der Feuerwehr. Ich glaub, bei uns brennt's, was gesagt. Da war ja vor den Schürzen liegen und noch gebrannt. So. 8 Heide und 8 Schnaps. Hey. Absatz. So wohl miteinander. Ich meine, aber er sitzt da unten aus. He? Ja, du tust es mir her. Hey. 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Mühlbach. Das ist eine großartige Leistung. Ich möchte mein Glas erheben und meinen Kameraden zurufen. Prost, Kameraden. Dann zahle ich auch eine Runden. Das geht so hin sein. So ist recht. Jetzt lassen wir uns schon von den Weibern aushalten. Wie lange bist jetzt du eigentlich schon bei uns? Oh mei, das wären dann auch schon wieder 20 Jahre. 20 Jahre, das gibt's ja nicht. Und ich sehe dich heute noch vor mir stehen, wie du mit deinen Zöpfen nachgestanden bist und gefragt hast, ob du bei der Feuerwehr ein bisschen mittun darfst. Ja, das hätte es früher nicht gegeben, Weiber bei der Feuerwehr. Das ist für mich kein Thema. Frauen können das genauso gut wie die Männer. Ja sicher, Brände bekämpfen und so weiter, da sind sie genauso gut. Aber einen wesentlichen Aspekt der Feuerwehrarbeit beherrschen sie eben nicht so gut. Was war denn das? Das Saufen. Da hast jetzt du wieder recht. Ja, das lerne ich dann schon auch noch. Wo sauft's denn ihr das eigentlich alles hin? Bei ihm sieht man's. Ja, genau. 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr in Mühlbach. Das ist eine großartige Leistung. Ich möchte darauf mein Glas erheben und meinen Kameraden zurufen. Kameraden. Aber ich tät schon gern wissen, wie es ist, wenn's einmal brennt. Also nicht bloß bei einer Übung, sondern wenn's einmal wirklich richtig brennt. Warst du damals nicht dabei, wo der Talhuberhof brennt hat, wo die alte Talhuberin zu mir hergelaufen ist, die hat selber schon fast gebrannt, dann kommt sie zu mir her und sagt, ich glaub, bei uns brennt's. Wann war denn das? Freilich war sie da noch nicht dabei. Das ist ja bald 30 Jahre her. Da war sie ja noch in Abrahams Wurstkessel. Kommt die Talhuberin zu mir her und sagt, ich glaub, bei uns brennt's, und sie hat selber schon lichterloh gebrannt. Was haben wir für eine Gaudi gehabt, das noch brennt hat? He? So was gibt's ja heute alles nicht mehr. Seit 30 Jahren hat's bei uns nicht mehr brennt. Das war früher ganz anders. Es kommt alles von den Zugrossen, ne? Seitdem gibt's bei uns keine Dorfgemeinschaften mehr. Nein, genau so ist es. Wer wohnt denn jetzt in dem alten Talhuberhaus, wo der
alte Talhuber inzwischen auch schon gestorben ist. Was ist sie? Eine Heilpraktikerin ist sie. Genau, eine Heilpraktikerin ist sie. Wenn's bei der am Hof mal brennt, dann holt sie nicht die Feuerwehr, sondern ihre Kügelchen. Das ist gar nicht ihre Kügelchen. Kügelchen. Ihre Kügelchen. Ist denn der bei Brenn holt sie nicht die Feuerwehr, sondern ihre Kügelchen. Gut sagen, Mensch, Kügelchen. Aber dann machen wir es doch einfach so wie damals, hä? Dann zieht man den Talhuber Hof noch mal an. Dann sieht es auch einmal, wie das ist, wenn es brennt. Was spinnst denn ihr? Nein, war bloß ein Witz. Ein Witz? Darüber macht man aber keine Witze. Außerdem müssen sie mir jetzt packen. Wir müssen nur noch Weitlingen. Die stiften uns nämlich zu unserem Jubiläum ein Fass Bier und es muss vernichtet werden. Auf geht's. Dann packen wir's. So, jetzt geh her, Kamerad. Wer ist denn mit vorn dran? Ja, ja. Ja, das kann ja gar nicht werden. Das glaub ich auch.